So, servus und habe die Ehre zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Mit mir heute dabei der Corby. Hallo. Servus, grüß dich und alles fit? Ja, bei mir wie Hölle und bei dir? Ja, passt schon. Schlechte Like geht's immer gut, weißt du das eh. Ja, vor allem immer im Winter, gell? Ja. Genau. Da merkt man es dann wieder, ob es jetzt gerade Corona ist oder irgendwas anderes. Aber dann Kani, der hat anscheinend einfach nur keine Lust, dass wir heute zu dritt über den Film reden, obwohl ich das gar nicht verstehe, weil der Film, den wir heute besprechen, eigentlich ziemlich cool ist. Total. Ich werde fast behaupten, dass er eines von den stärksten Horrorfilm-Sequels ist, wo es so in der Geschichte rumschwirrt. Oh, du tust aber dann die Messlatte ganz schön hochhängen. Ja, schon. Ich hab zwar ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen, aber ich möchte Quiet Place 2 fast mit vergleichen wie Alien und Aliens miteinander. Also bin eigentlich total begeistert. Es war jetzt bei mir der erste Film nach dem großen Lockdown und was weiß der Geier, der erste Film, den ich dann wieder im Kino gesehen habe, wie die Eröffnung war. Ein Double Feature mit Conjuring 3. Ja, das ist halt wieder schön, wenn du in so einem Quiet Place Film sitzt. Das ist halt so ein Nacho-fressfreier Film, da wo die wirklich jeder Sau dumm anschaut, wenn du nur laut schnaufst, weil man doch halt einfach Klappe halten muss. Und man ist immer angespannt und man ist bei den Charaktere voll mit dabei und man ist jetzt immer dazu bedacht, dass man die ganze Zeit seinen Atem anhält. Was sagst denn du? Ja, ich habe ihn richtig, richtig geil gefunden. Ich war von dem ersten Teil schon total begeistert. Den habe ich vor ein paar Jahren einmal auf Prime gesehen und hab mir gedacht, boah, leck, wie hat der an mir vorbeigekannt? Das ist ja der Wahnsinn. Irgendwie war das 2018, da hast du eine Zeit, da ist nicht nur ein Quiet Place rausgekommen, sondern glaube ich, also ich müsste es jetzt lügen, aber auch irgendwie so Sachen wie Don't Breathe, kann das sein? Don't Breathe, meine war wegen eher. Aber ich glaube, was zur selben Zeit gelaufen ist, war der Bird Box und so, oder sowas. Ja, auf jeden Fall irgendein Film, der vom Titel her in die ähnliche Richtung ging und das habe ich dann da gar nicht so richtig geschnallt. Also, wo ich den ersten Teil gesehen habe und dann gemerkt habe, okay, da geht's ja eigentlich so um ein bisschen so Sci-Fi, also mit den Aliens, war ich total geflasht, weil ich mir gedacht habe, das ist ja geil. Das ist jetzt vielleicht auch was, das fällt dir vielleicht nicht auf, weil du das The Last of Us nicht gespielt hast, aber diese Viecher, die da drin vorkommen, die daten da 1:1 eine passen in die Welt. Moment, also das erste habe ich schon gespielt. Also beim ersten war ich noch dabei. Das zweite habe ich gerade nicht gespielt. Aber wie du sagst, also das sind schon Parallelen definitiv dabei. Vor allem, da die Viecher ja im Endeffekt auch nicht gesehen und blind sind. Das meine ich war ja bei Quiet Place genauso. Du hast die halt die ganze Zeit schleichend und leise bewegen müssen, weil sonst haben die Viecher alle einen Arsch aufgerissen. Und so im Endeffekt ist ja jetzt in dem Film A Quiet Place ja genau so. Du meinst in The Last of Us was ähnlich? Ja, genau. Ja, ob's bei The Last of Us auch blind waren, ob das bei allen so trifft, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber diese normalen Klicker, die schauen auf jeden Fall schon verdammt ähnlich aus wie die in A Quiet Place, wobei ich jetzt nicht einmal unterstellen will, dass das irgendwie geklaut ist oder kopiert. Es erinnert mich einfach nur extrem dran und das finde ich cool, weil die The Last of Us Reihe finde ich schon geil. Ich mag Emily Blunt total gern. Total. Und wen ich auch extrem gern mag, das ist der Regisseur und gleichzeitig ja auch vom ersten Teil einer der Hauptcharaktere, der John Krasinski. Genau. Krasinski. War der nicht sogar beim zweiten Teil auch der Regisseur? Ja, richtig. Schon, gell? Ah, der hat's drauf. Und beim ersten Teil, da hat er am Drehbuch mitgearbeitet. Er war aber, glaube ich, nicht unbedingt derjenige, der die alleinige Idee gehabt hat, aber er war derjenige, der ganz viel so Details mit reinbracht hat, wo er gesagt hat, auf das müssen wir aufpassen, weil das würde wirklich Geräusche erzeugen, wie zum Beispiel Besteck auf normalen Keramiktellern oder so. Und da hat er sich halt total reingelebt. Da hat er bei seiner Family total aufpasst, wie erzeugen die eigentlich so Geräusche. Immer wieder Vergleiche gezogen, okay, die daten da nie überleben in der Welt von A Quiet Place. Und jetzt da beim zweiten Teil ist er auch wieder der Regisseur und hat halt da jetzt einmal allein das Drehbuch geschrieben. Aber wie du schon vorhin gleich am Anfang gesagt hast, es ist wirklich eine
eine sehr gelungene Fortsetzung. Und die Meinung teile ich auch. Ich bin tatsächlich jetzt neidisch auf die, dass das du im Kino gesehen hast, weil ich wollte es auch im Kino sehen, aber irgendwie, es waren so viele andere Kinostarts gleichzeitig, wo ich mir gedacht habe, okay, das will ich noch eher auf jeden Fall schaffen, und dann hat sich das nicht mehr ergeben. Jetzt habe ich mir das auch wieder bei der Heimkino-Premiere bei Prime angeschaut, also, oder was heißt, bei Prime, ich hab's mir halt da bei Prime Video gekauft oder geliehen. Bereue es aber wirklich nicht, weil es richtig geiler Film ist. Und wie es du auch vorhin gesagt hast, das ist 97 Minuten lang da sitzen, mitfiebern und selber kein Geräusch verursachen wollen. Voll. Ich habe beim ersten Teil, gut, beim zweiten im Kino, da waren wir fast allein drin, aber beim ersten, ich habe Leute mit vollen Nacho-Schüsseln rausgesehen aus dem Kino. Also die haben, die, wo es nicht geschafft haben, deren die Nacho-Schüsseln laut zum Fressen, bevor der Film losgeht, die sind unter dem Film nicht dazugekommen. Und haben teilweise mit volle Schüsseln und volle Popcorn einmal wieder raus. Das war wirklich Wahnsinn. Den habe ich damals übrigens im Double Feature gesehen mit dem Kanye mit Ghostland. Ah, okay. Und es ist ja so, dass die eine der Hauptdarstellerinnen, die Regan Abbott, wie heißt sie in echt, Millicent Simmons, die ist ja tatsächlich taub, gell? Hast du das gewusst? Ja, dadurch, dass ich mich für die Folge vorbereitet habe, habe ich das gewusst. Da schon her. Aber tatsächlich, vor dem heutigen Tag wusste ich es noch nicht. Und ich habe mir beim letzten Mal, wo ich es mal eben angeschaut habe, mir gedacht, boah, die macht das echt verdammt gut. Und ob das jemand, der nicht taub ist, wirklich so lernen kann, das mich interessieren. Oder wie lange man dafür braucht. Voll. Ich weiß gerade, meine Frau, die arbeitet ja auch mit behinderten Leuten. Die hat dann so Vergleiche erzogen, die wo gesagt hat, also das ist wirklich sehr authentisch, wobei ich dann gesagt habe, ja, die ist tatsächlich eben taub. Aber wo sie auch zum Beispiel gesagt hat, bei Daredevil, die Netflix-Serie, der wo ein Matt Murdock quasi spielt, hat sie auch gesagt, also der spielt den Blinden wirklich grandios. Zum Beispiel, also die kann da das ein wenig abschätzen oder das sehen, wie sich die Leute verhalten und ob das dann wirklich auch authentisch ist. War ganz interessant. Ja, also ist auf jeden Fall nicht nur hilfreich für die Schauspielerin, sondern sehr cool und authentisch eben auch für den Film, weil ich das eigentlich ziemlich geil finde, wenn man Leute mit so einem Handicap da so perfekt in diese Welt mit reinsetzen kann. Und die dann eben mal zeigen, okay, mit so einem Handicap kann die trotzdem entsprechend schauspielern und so eine richtig coole Stimmung mit aufbauen. Ich meine, jetzt im zweiten Teil, für mich ist sie eigentlich die Heldin in dem Film. Und vor allem ist ja das schön, wenn man dann sagt, okay, die haben trotz einem Handicap wirklich dann Fähigkeiten, die anderen Leuten dann helfen können oder wo eher einen Vorteil geben. Nicht wie jetzt der Rollstuhlfahrer in Texas Chainsaw Massacre, wo du sagst, oh Gott, du nervst mir eigentlich bloß, aber da in dem Film wirklich die Gehandicapte ist da wirklich für mich auch da jetzt definitiv die Hauptperson. Warum nervt der Rollstuhlfahrer? Du hast da noch nicht gesehen, gell, den ersten Texas Chainsaw Massacre. Rollt der die ganze Zeit hinterher und sagt, hey, schieb mir bitte einer. Ja, aber mit einer Stimme, also mit einer penetranten Stimme und einer Art und Weise, dass du sagst, Walleck, Leatherface, wo bist denn? Wo bist denn? Wenn man die braucht. Sollen wir mir die Leute vielleicht mal erzählen, um was das eigentlich geht? Meinst? Ich glaube schon. Es ist halt einfach so, dass in einer Welt die Außerirdische auf der Erde gelandet sind, so ungefähr mit große, wie man jetzt in dem Teil eben sagt, gleich am Anfang mit großen Meteoriten auf die Erde geschleudert werden und dann auch gleich ein brutales Blutbad anrichten. Gut, so blutig ist jetzt nicht, aber sie rammen brutal viel Leid aus dem Weg, gleich in die ersten Szenen, wo man quasi jetzt sagt, in einem Rückblick, wie das hergegangen ist, wie die Außerirdischen eigentlich auf die Erde gelandet sind. Fand ich einen super geilen Einstieg, weil man dann wirklich auch mal sagt, was haben die Leute ein wenig mitgemacht. Es sind da Charaktere dabei, die im anderen Film, in dem Vorgänger schon gestorben sind, war auch wieder schön, die Leute dann auch zum Singen. Also als Intro, da bist du schon mal so wieder so richtig heiß. Und dann geht der Film im Endeffekt weiter, nahtlos zum ersten Teil. Also wir haben quasi, das ist jetzt quasi ein Spoiler wir spoilert mal jetzt das Ende vom ersten Teil, oder? Dürfen wir das? Ja, ich glaube schon. Unsere Protagonisten haben quasi herausgefunden, dass man diese Aliens, die blind sind, aber extrem gut hören können mit einem Störsignal, das sie anhand von einem Hörgerät und einem Mikrofon, das sie quasi erzeugen lässt, denen unglaubliche Schmerzen bereitet, die quasi eine Klappen am Kopf aufmachen und somit kann man einer quasi mit einem Gewehr oder irgendwas oder mit einem Eisenstab oder irgendwas quasi einen Kopf zermatschen, beschädigen, wo es vorher nicht möglich ist, wenn quasi die Klappen da geschlossen sind.
Genau. Vielleicht nur als Detail. Also die sind, wenn diese ganzen Klappen zu sind, wirklich komplett unverwundbar. Also das heißt, normale Waffen und halt auch die Regierung hat da überhaupt nichts gegen diese Viecher ausrichten können. Und deswegen ist es halt so eine Art postapokalyptische Welt, weil halt nur noch ganz, ganz wenige Menschen überhaupt überlebt haben. Und es ist, so wie es der Titel halt also sagt, ein A Quiet Place, also ein ruhiger Ort. Man muss extrem stark sein. Und das, was im ersten Teil, das ja ganz, ganz deutlich gleich am Anfang sagt, was denn sonst passiert, das hat mich, das war so ein Mindblow. Drastisch. Weil sie haben 2 Kinder und die Emily Blunt, die Evelyn spielt, ist dann auch noch schwanger im ersten Teil und kriegt eben dann zum Schluss das Kind. Und sie haben eigentlich nur einen weiteren Sohn gehabt, der aber halt am Anfang vom ersten Teil eben stirbt. Krasse Sache. Ja, genau. Das Spannende ist eben jetzt im zweiten Teil, sie haben am Ende vom ersten Teil herausgefunden, wie sie eben diese Viecher besiegen können oder verletzen können. Und im zweiten Teil ist jetzt das Spannende, wie die Evelyn mit ihren Kindern ja weiterhin in dieser Welt überlebt und was halt die nächsten Schritte sind. Genau. Das, was du ja beschrieben hast, ist ja diese Anfangsszene ist ja eine Art Prequel, kann man sagen, das einfach nur mal den Tag 1 zeigt, wo diese Viecher, diese Aliens auf die Welt kamen. Genau. So, jetzt darfst du wieder weiter erzählen. Wir haben jetzt, bist fertig. Ja, ich bin jetzt fertig. Ich bin jetzt still. Ich erzähle jetzt gar nicht mehr viel. Im Endeffekt ist es jetzt so, dass sie die Überlebenden der Familie Abbott, die Evelyn, die Mutter, dann die Regan, die Tochter und der Marcus und das Baby, weiß ich nicht, wie es heißt. Hat das jemals einen Namen gekriegt im Film? Keine Ahnung. Nein, das hat Baby. Noch keinen Namen. Baby. Genau, Baby. Und die machen sie jetzt quasi auf, verlassen ihr Haus mit alles, was sie so notdürftig zusammenkratzen haben können und einer Box, in der das Baby quasi transportiert werden kann, und die Box ist quasi ausstaffiert und ausgepolstert, dass quasi das Kind, wenn es schreit, nicht gehört wird von die Monster. Und ja, die Familie macht sie jetzt auf zu der nächsten, in Anführungszeichen, Siedlung, wo man im ersten Teil schon gesehen hat, da hinten brennt ein Licht, da brennt ein Feuer. Da macht man uns jetzt auf in diese Richtung. Und da komme ich gleich zu einer Szene, wo ich auch sage, hey, alter Schwede, die sind die ärmsten Schweine auf der Welt, wo der Bur in die Bärenfalle nur einsteigt. Oh. Dann warnt das Baby, dann ist das, die andere ist ja taub, das ist ja Wahnsinn eigentlich, das stellt mir allgemein immer ganz brutal vor, wenn du taub bist, dann steigt er in die Bärenfalle ein, das Kind, und dann die Mutter wirklich möchte, an jeder Front möchte helfen und muss eigentlich schauen, dass die Viecher, die jetzt auf sie zukommen, dann abwehren kann. Ja, irre. Also, mir haben die so dermaßen leid da wieder. Das war irre. Ganz starker Auftakt. Und das ist gefühlt die erste Viertelstunde, oder? Ja. Und es ist schon mal eine Achterbahn der Gefühle. Ja, und vor allem dann der Ort, wo es dann auch noch hinfliehen, das hat mich ehrlich gesagt total fertig gemacht. Sie sind in so einer alten Stahlfabrik. Das ist praktisch der Ort, wo das Feuer zu sehen war, und da treffen sie dann auch einen alten, Nachbarn oder Kumpel von dem Leo. Also der Lee war der Vater aus dem ersten Teil, und den man eben beim Tag 1 so sieht, der aber im ersten Teil leider auch stirbt, dadurch, dass er sie für seine Kinder opfert. Und der Nachbar, der flieht halt dann mit einer innerhalb von dieser Stahlfabrik in, was ist denn das? Ist dieser Bunker? Oder es ist auf jeden Fall irgendeine total enge Stahlluke. Und sind dann da drin und schauen, dass diese Stahlluke halt gerade nicht komplett zu ist, dadurch, dass einfach ein Handtuch bei der Halterung von der Tür reingeklemmt wurde, dass das halt dann danach wieder aufgeht, wenn sie halt raus müssen. Ja, und dann sind die in diesem winzigen Raum, der halt nur luftdicht ist. Und das hat mich total fertig gemacht. So eine klaustrophobische Stimmung, sofort innerhalb von den ersten 20 Minuten. Ja, stark. Stark. Und im Endeffekt geht's dann drum, dass die ältere Tochter, was war das gleich nochmal? Sie empfängt ein Lied, oder? Oder Doch, ja, genau. Ich glaube von, weiß nicht, das ist Frank Sinatra, kann das sein? Over the Ocean. Over the Ocean, irgendwie so. Auf alle Fälle geht sie jetzt davor aus, dass auf einer Insel quasi keine Monster sind, und sie mehr quasi ein Safe Place für ihre Familie finden. Dann macht sie quasi allein auf die Socken, ohne dass der Familie was sagt, weil im Endeffekt die Mutter muss zurückbleiben, weil der Bub schwer verletzt ist und das Baby auch noch da ist.
Und der andere, der Cillian Murphy, der Emmett, mag nicht mitgehen. Und so macht sie sich allein auf den Weg. Ja, und jetzt spielt der Film quasi nicht nur an einem Standort, wie der erste Teil, dass er ja hauptsächlich nur in dem Haus oder am Grundstück spielt, sondern wir haben ja jetzt zwei Szenerien, einmal quasi die Zurückbleibenden in der Fabrik und die zwei, die sich quasi auf die Socken machen, die Insel finden wollen, ohne Monster. Genau, also der Emmett will zwar nicht mit, packt aber dann irgendwann sein schlechtes Gewissen die Oberhand, genau. Und dann geht er doch hinterher. Und man muss ja dazu sagen, die Regan, also die taube Tochter, macht sie einfach so aus dem Staub. Die hätte eigentlich nicht weggehen dürfen. Also Evelyn hätte es nie erlaubt. Genau. Genau, aber wie Kinder halt so sind, sie wollen unbedingt Welt retten und lassen sie da auch nicht abhalten, vor allem dann, wenn sie auch noch taub sind und stimmen dann los. Boah, mir fällt gerade auch noch ein, das ist ja total furchtbar, dann kann man ja gar keinen Podcast hören. Auf keinen Fall, außer du hörst nur mit Kopfhörer, dann geht's. Warum? Ja, weil mit Kopfhörer hörst du das ja nicht. Also, ach so, du meinst, wenn man taub ist. Ja gut, ja. Außer mit Hörgerät halt. Ja, stimmt, aber so kannst du das nicht hören, da hast du ganz recht. Ach so, mit ihrem Hörgerät kannst du schon die furchtbaren Stimmen von uns hören. Das auf jeden Fall. Aber sie wird sich das gleich anders überlegen und sagt, dann hau ich mein Hörgerät lieber weiter, bevor ich mir den Scheißdreck von den Affen hole. Ja. Das kann gut sein. Ja. Fluch und Segen zugleich. Ja, was sind wir da? Monster killen oder sie den Scheißdreck anhören? Ja. Übrigens, das Lied ist nicht irgendwie Over the Ocean, also da haben wir mal wieder einen Saubernspan verzeiht, sondern Beyond the Sea. Ah, sowas, okay. Genau, Beyond the Sea von irgendeinem französischen Sänger. Gott sei Dank, dass du das noch richtig gestellt hast, weil die ersten Mails warten schon eingetrudelt, 100%ig. Ja, mal wieder der ganze Shitstorm und das halbe Internet hätte man da kaputt gemacht, typisch. Meinst du, dass es wirklich so ist? Meinst du, dass nicht irgendwann sagt, ja, das sind halt wieder... Das ist, war mir schon klar, dass das nicht funktioniert. Ja, wahrscheinlich sagen sie auch wieder einen Titel komplett falsch. Ja, wahrscheinlich. Ein Regisseur, Krasinski, ja, Sackballot. Übrigens, den John Krasinski, der kommt in der Serie vor, die du vor einer Zeit schon mal empfohlen habe, wo du gemeint hast, dann sollst du vielleicht mal da reinschauen. Okay. Ich weiß jetzt nur das, wie heißt denn die Serie? Da habe ich sogar die ersten 2 Staffeln gesehen. Jetzt bin ich gespannt. Jack Ryan? Nein. Oh. Nein. Ich meine The Office. The Office, muss ich mir nochmal aufschreiben. Ja. The Office, das Büro, da ist er einer der Hauptdarsteller und daher kenne ich ihn auch. Okay. Und ich muss sagen, ist immer wieder schön, wie ein Bart jemanden komplett zu einer anderen Figur machen kann. Okay. Ich habe das auch erst halt bei der Vorbereitung gelernt, so, ach, das ist der Typ von The Office. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich nicht, ist das was Lustiges? Ja, total. Also der spielt da einen witzigen Charakter und ich war nie draufgekommen, dass das der Hauptdarsteller von A Quiet Place ist und halt dann auch noch zusätzlich der Regisseur. Aber tja, da sieht man mal, dass auch witzige Menschen ziemlich gute Horrordramen verfilmen können und da drin spielen können. Absolut. Und als ich dann auch noch gelernt habe, dass die Emily Blunt seine Frau ist, huiuiuiui. Und wenn's der Beutel mit den 2,6, die passen schon sehr gut zusammen, liebe Frau. So schöne Leute. Da ist man fast wieder neidisch. Ja, total. Und dann schaust du in die Obi und sagst, ah. Naja, deswegen machen wir ja Podcast. Ja, genau. Was ich aber jetzt im zweiten Teil auch ziemlich geil fand, das ist, dass nur eine Komponente dazu kommt, jetzt nicht nur das mit den Monster, sondern dass die Menschen quasi auch zum Problem werden können. Also so in der Richtung The Walking Dead quasi, dass es immer wieder Wegelagerer gibt, die quasi unsere Protagonisten auch ans Leder wollen und das haben wollen, was quasi bei sich tragen. Und die zusätzliche Gefahrenquelle fand ich auch sehr cool, dass wie die eingeführt worden ist und die Szene an sich eine der besten vom Film. Mir hat das noch mehr an The Last of Us erinnert und hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben von Lost. Okay. Und zwar hast du Lost gesehen? Die ersten 3 Staffeln, glaube ich. Dann habe ich irgendwie einen Faden verloren und dann habe ich nicht mehr weitergeschaut. Das reicht ja. Da gibt's ja die anderen, die ja auf der Insel dann sind. Ja. Diese bedrohlichen Leute, die haben mich da sofort daran erinnert. Und dann ja ein bisschen später sind sie dann an einem ähnlichen Ort, der ausschaut wie diese Siedlung von den anderen. Aha. Und da habe ich mir gedacht, ob er sich da nicht ein bisschen inspirieren hat lassen, ich bin mir nicht sicher.
Kann gut sein. Vielleicht nur als Erklärung, in dem ersten Teil in Quiet Place spielt die Handlung hauptsächlich bei dem Ort, wo sie halt wohnen und versuchen zu überleben, auf so einer verlassenen Farm mit einem riesigen Mais-Silo, und das ist halt echt spannend, weil sie haben das wirklich überall versucht so aufzubauen, dass sie halt möglichst keine Geräusche machen, und das hat den ersten Film halt also, ja, sagen wir wieder bei dem Klaustrophobischen auf wenige Orte beschränkt und macht halt dann also einen beklemmenden, so eine beklemmende Stimmung. Ja. Das ist halt das, was mal von den Aliens abgesehen so diese Horrorstimmung aufkommen lässt. So, und jetzt verlassen die am Anfang von der Quiet Place 2 diese Farm. Das heißt, das ist eigentlich schon mutig, weil das, was halt den ersten Film so stark geprägt hat, wird jetzt da aufgebrochen. Genau. Aber ich finde, er hat's echt geil geschafft, weil diese Welt, die ist so authentisch, oder sie kommt mir so authentisch vor, dass ich nicht das Gefühl habe, dass er jetzt diese beklemmende Stimmung komplett verliert, sondern durch das, was ich ja vorhin auch beschrieben habe, dass sie in dieser Stahlluke sind, du hast sofort wieder dieses beklemmende Gefühl. Mhm. Dann auch diese Stahlfabrik, für mich auch ähnlich. Überall, also eine Stahlfabrik, egal ob du jetzt irgendwo aus Versehen Droh stößt oder ausrutscht oder was weiß ich, das ist alles laut. Und halt dann auch noch mit einem mega Echo. Also eigentlich für mich total bescheuert, dass der Emmett da wohnt. Ja. Und dann im Verlauf des Films, die Regan macht sie ja auf den Weg, um den Ort zu finden, von dem dieses Beyond the Sea versendet wird. Und das ist halt auf einer Insel. Diese Insel ist halt auch wieder ein begrenzter Ort und bringt auch wieder, weiß nicht, so eine Art beklemmende Stimmung. Mhm. Du wirst jetzt denken, oh Mann, was labert da kein wieder? Nein, das stimmt schon, das ist schon alles auf engsten Raum ein wenig begrenzt. Was ich aber dann auch ganz gut fand, das ist dann, dass da quasi auch nicht alles immer auf die Nosen bunden werden muss, dass alles ausformuliert werden muss, wie jetzt das, dass die Viecher zum Beispiel nicht schwimmen können, dass die, wenn die ins Wasser fallen, dann verreckern. Das sind so Sachen, der Film bindet das nicht einer durch auf die Nose und sagt, das kommt jetzt dann, das haben wir schon rausgefunden, sondern du findest das für dich selber aus, das bleibt unkommentiert, und du sagst dann, deswegen ist das dann so und so auf der Insel. Und dann habe ich das Gefühl auf der Insel von Sicherheit. Das, was aber dann wieder am Schluss aufgebrochen wird, wo ich sage, wow, jetzt brechen sie mir den Safe Place, der was sie jetzt aufgebaut hat, den brechen sie mir jetzt schon wieder weg. Meisterlich. Ja. Und deswegen auch mein Vergleich zu Alien und Aliens. Der erste ist ja auch noch so intim auf engstem Raum mit den Katakomben, mit den engen Gängen in der Nostromo, und und dann der zweite bricht ja das Ganze dann auf. Wir haben dann viel weitere Gänge, wir haben Flure, wir haben viel mehr Leute und viel mehr Action. Ich würde auch sagen, dass der zweite viel mehr Action hat wie der erste. Da habe ich mein Aliens-Vergleich ein wenig her, und finde ich eigentlich recht passend für mich. Ja, ob du jetzt in der Quiet Place 2 mehr Action hast, ich möchte jetzt nicht unbedingt zu 100% unterschreiben. Ich finde, es bleibt sie eigentlich hübsch gleich, weil du hast halt ein bisschen andere Parallele. Im ersten Teil war es so, dass der Vater sehr, sehr stark präsent war und ja viel Sachen auf Rot drin hat, oder halt auch die Kinder halt dann viel unbewusst oder bewusst beibracht hat und sorgt hat und halt zusammen mit der Evelyn vermitteln wollte, hey, ihr müsst es nicht nur überleben, ihr müsst halt ganz normal so weiterleben und halt dann auch schauen, andere Leute zu treffen, nicht aufzugeben und sowas. Mhm. Ich finde jetzt im zweiten Teil, da dreht das Ganze. Der Vater ist einfach nicht mehr da. Und die Mutter ist, wie es du ja vorhin beschrieben hast, in der einen Situation schon diejenige, die beschützt, aber das geht halt ab dem Zeitpunkt nicht mehr, wo die Regan sie von der Gruppe trennt. Ja. Und auch der Emmett ist halt ein völlig anderer Charakter, wie der John Krasinski in dem ersten Teil. Der hat sich ja aufgeopfert für seine Kinder, aber das hätte er wahrscheinlich zu jedem Zeitpunkt gemacht. Aha. Und der Emmett ist halt der Typ, der sie in einer fucking Stahlfabrik in einem so einem Stahlrohr einfach oder Stahlbunker verschanzt und dann auch nur am Anfang sagt, hey, eigentlich war es ganz gut, ihr würdet euch wieder verpissen. Ja, genau. Der, wo er noch eine ganz seltsame Inneneinrichtung hat in seinem Schlafzimmer. Boah.
Ja. Ich finde, im zweiten Teil ist es halt dann so, da dreht sie das und die Kinder sind eigentlich diejenigen, die halt jetzt, also die Aliens besiegen müssen, die halt stark sein müssen, die vielleicht jetzt in dem Fall einmal die Mutter oder halt die Bewohner von der Insel da beschützen müssen. Mhm. Und das halt dann da machen. Also, oder die Rang mehr oder weniger ja da ein Stück weit die Welt versucht zu retten. Ja. Das ist halt jetzt für mich eher das, wo ich sage, ist ein Stück weit anders wie der Vergleich zwischen Alien und Aliens. Aber ich gebe da auf jeden Fall recht, rein von der Fortsetzungsqualität her, ist es wirklich Weltklasse. Da die auch sagen. Und ich freue mich auch auf den dritten. Ich sag's, wie es ist, weil das Ende wieder sehr abrupt ist, wie das schon vom ersten Teil. Und ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Unbedingt. Also dritter Teil muss unbedingt her. Ich meine, ist auch schon angekündigt, oder? Ja, ich habe vorhin auch noch mal nachgeschaut. Es ist angekündigt und ich bin mir aber nicht sicher, ob schon feststeht, ob es wieder um die kleine Familie sie dreht oder ob es was anderes ist. Ja, unbedingt. Ich möchte doch wissen, wie es weitergeht. Das ist ja, die hängst da wie der Buddha in der Sonne am Schluss von dem Film. Da sagst du, ja, leck, möchte da jetzt, die müssen da wieder zusammenkommen, so ungefähr. Die möchte wissen, wie das dann abläuft. Aber das heißt, du hast jetzt auch nicht mehr herausgefunden, um was dann im dritten Teil geht? Nein, gar nicht. Aber ich gehe jetzt bei dem Ende und dem Erfolg des Films einmal aus, dass da nochmal etwas kommen wird. Das sind so Low-Budget-Horrorfilme, die quasi so viel Geld einspielen, die wo sie dann immer rentieren, sage ich jetzt einmal, so à la Blumhouse. Da kacken es bestimmt nochmal Fortsetzung aussehen. 100%ig. Also jetzt nur mal ganz, ganz kurz und schnell gegoogelt, heißt A Quiet Place 3 wird wohl nicht der dritte Teil, sondern ein Spin-off sein. Okay. Ja, also das heißt, kann gut sein, dass das nichts mit der Familie zu tun hat. Okay. Ja, ich nehme alles. Ich nehme alles. Ja, das Universum, das sie da aufgebaut haben, das gefällt mir. Und ich weiß auch Leute, die sich da aufregen drüber, die sagen, ja, das ist ja nicht realistisch und da laufen die ganze Buffers umeinander und was soll denn das? Und da steigst du auf ein Bladel drauf, dann war's schon so. Und ja, lauter so ein Zeug, wo ich sage, ja, nimm halt die Welt einfach einmal so hin, wie es ist und füg die in den Kosmos ein und hab einfach Spaß mit dem Film. Natürlich kannst du einige Logiklücken da dir raussuchen, wenn du unbedingt möchtest, aber ich finde die Filme an sich so spannend und so ergreifend, dass dir da so Kleinigkeiten eher am Arsch vorbeigingen. Das Einzige, wo ich mir damals gefragt habe, wo quasi rauskommt am Schluss vom Einser, dass die Viecher bei dem Störgeräusch Schmerzen empfinden, dass das jetzt wirklich kaum aufgefallen ist, weil es ist ja wirklich schon Jahre her quasi, die Alien-Invasion, wo ich gesagt habe, ja, das muss doch schon irgendjemand aufgefallen sein, wenn die Viecher so gut hören, dann hau ich denen ein Geräusch hin, das wo so laut ist, dass die das quasi scheiße finden und dann kann ich einen ans Leder. Wo ich gesagt habe, ja, vielleicht, okay. Aber es muss ja nicht auf der Welt überall so sein, wie da in dem Kosmos, in dem wir uns da befinden. Ja, eben. Und wie wahrscheinlich ist das, dass du diese Kombi da sofort herausfindest? Mhm. Naja. Ja, das sind so Kleinigkeiten, sowieso Gedankenspiele, aber und du musst ja sagen, wir haben einen kleinen Ausschnitt aus Amerika gesehen, wie es da jetzt ist, sowohl im ersten wie auch im zweiten Teil. Du weißt null, wie es weltweit ausschaut. Was ich mir die ganze Zeit frage, ist, was ist mit dem Internet? Ja, ganz wichtig. Ja, schon. Unbedingt. Ja, das sind so Sachen. Release ist auch wieder so ein Thema, das ganz interessant ist. Eigentlich hätte der Film schon im März rauskommen sollen, und zwar 2020. Aha. Tja, und dank dieser kleinen Pandemie, die dann 2020 ausgebrochen ist der Film dann erst im großen Stil im Mai 2021 ausgekommen. Ja, genau. Es war so, dass schon einige, wo man ich höre andere Podcasts auch noch, die wo dann gesagt haben, ja, sie haben ihn schon gesehen und so, aber es ist noch immer ein Embargo drauf, ein Presseembargo, sie dürfen noch nicht drüber reden. Und dann war quasi das Embargo aufgehoben dann im Mai 2021 und haben gesagt, ja, jetzt darf man eigentlich nochmal sehen, um da jetzt eine Kritik abzugeben über den Film. Ja, die Zeitspanne war schon krass. Also das ist ja dasselbe auch mit James Bond und so, das ist halt alles auch ewig verschoben worden, aber wobei ich auf Quiet Place 2 länger mehr hingefiebert habe, wie dann auf den James Bond. Ja, wobei auch jetzt der James Bond war jetzt auch einfach dadurch, dass er so präsent war, weil ich glaube, in scheißegal, was für ein Film du warst, das ist immer dieser James Bond Trailer gekommen, wo du einfach mal denkst, so, jetzt reicht's, aber jetzt möchte ich ihn einfach mal singen und dann ist es aber gut, gell? Ja,
unbedingt, irgendwann muss er mal in Ruhe sein und dann möchte ich das Zeug auch gesehen haben. Ja, wobei ich jetzt mal begeistert war von der Quiet Place 2, wo der Trailer gekommen ist, weil dieser Loge so spannend und so geil gefunden habe. Da bin ich die Trailer sogar ausgekommen schon, ja. Du weißt ja, ich schaue ja keinen Trailer. Oder sagen wir mal, du hast, glaube ich, fast ausschließlich. Nein, das stimmt nicht. Nicht ausschließlich, aber sagen wir mal, die ersten paar Sekunden waren Ausschnitte von diesem Tag 1. Aha. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, das ist ein komplettes Prequel, was ich auch cool gefunden habe. Also für mich hätten diese Anfangsszenen nur gut 20 Minuten länger gehen können. Absolut. Ich hätte so weitergeschaut. Ich hätte den ganzen Film in der Art angeschaut. Ich hätte gesagt, okay, sagt's mir das und im nächsten Teil, wie es weitergeht, hätte ich auch genommen. Also, da war ich jetzt nicht anspruchslos gewesen. Das hätte ich mal alles so geschaut. Ja. Da fällt mir gerade ein, wo man ja vorhin ein bisschen, oder wo du vorhin über das Thema Logiklücken gesprochen hast. Das Einzige, wo ich auch sage, okay, das ist schon ein bisschen seltsam. Der John Krasinski findet am Tag 1 schon sehr schnell heraus, dass die von den Geräuschen angelockt werden. Ja. Ich glaube, ich darf in so einer Stresssituation nicht so schnell schalten. Das kann schon sein. Das kann wirklich sein, wo es da ganz stark sind in dem Diner, oder? Wo dann dem anderen das Handy losgeht und so. Dass er das gleich checkt. Ja, stimmt schon. Ja. Stimmt schon. Nimm mal so hier, oder? Es sei ihm verziehen. Dafür ist es trotzdem ein ziemlich geiles Sequel. Definitiv. Dann, meine, haben wir schon den Film ziemlich gut aufgearbeitet. Jetzt schauen wir zum Fazit, Kavi. Was hat uns gut gefallen und was hat dir nicht gefallen? Ziemlich gut gefallen ist das, was ich vorhin beschrieben habe mit dem Aufbrechen der Welt. Sobald die Regan da diese Stahlfabrik verlässt, sieht man ja dann einmal diese verlassene Zugstation oder dann auch den Waggon, wo die mit drin ist und dieses ganze Betreten von dem Waggon. Ich hab mir gedacht, das ist so ein geiles Setting. Es erinnert mich so stark an The Last of Us. Aha. Und ich weiß, du bist da wahrscheinlich weniger dann ein Fan davon, aber ich darf mir das unbedingt wünschen, dass sie da ein Spiel draus machen, weil ich kann mir das so gut vorstellen. So, du musst echt aufpassen, da leise zum sein. Ja, du musst aufpassen, wie du was öffnest. Alles mit der Tür, wo sie dann diesen Erste-Hilfe-Koffer gegriffen hat. Aha. Oh, leck, hey, ich bin da gesessen, ich wollte am liebsten in meine Hand einbeißen, weil ich mir gedacht habe, jetzt lasst es halt doch einfach. Es ist klar, dass irgendwas wird gleich passieren und dann taucht wieder so ein Viech auf und cool. Schon. Wirklich. Einerseits merkst du nicht, dass was passiert, weil du die Leute so gern magst. Andererseits merkst du aber die Action sehen. Das ist aber so ein Hin und Her, wo du sagst, das muss jetzt passieren, aber ich möchte es eigentlich gar nicht. Lasst es in Ruhe. Ja, genau. Und dann, was mir nicht so gut gefällt, er hat ganz viel positive Kritik bekommen und viele Leute sagen, er passt super rein. Ich kann leider mit dem Cillian Murphy nicht ganz so viel anfangen. Okay. Gerade beim Tag 1 fand ich ihn zu abrupt irgendwie in Szene gesetzt. Oh. Also für meinen Geschmack. Er hat dann in der zweiten Hälfte vom Film für mich eine viel bessere Leistung dann abgeben. Ja. Aber vielleicht lag es einfach nur mal wieder am Bart. Ja, die haben den am Anfang schon noch mal einführen müssen, so, dass man dann sagt, das ist der ist da dabei gesessen, da beim Baseballspielen. Das ist der Nachbar. Den haben sie fast da noch einbauen müssen. Aber es ist schon, wie du sagst, in der zweiten Filmhälfte brilliert er auf alle Fälle. Am Anfang ist er noch ein wenig so, aber ab der zweiten Hälfte mag man dann. Ja. Ich weiß ja auch, warum sie das so gemacht haben, weil es halt dieses Drama bei ihm nochmal ganz anders darstellen wollten. Seine Kinder sind gestorben, seine Frau ist gestorben und er ist ja das krasse Gegenteil mehr oder weniger zum John Krasinski. Genau. Der sich dann da eben verschanzt. Aber damit mich das mehr berührt, hätten es einfach vielleicht mehr diese Familienkonstellation am Anfang sagen. Oder wo man dann mitkriegt quasi, dass er die Schießerei oder die Action am Schluss vom ersten Teil ja alles mitgekriegt hat, aber einfach nicht geholfen hat. Das ist auch nicht einer sagen, wo du sagst, du Mistsau. Vielleicht kann der Vater noch leben, wenn du deinen Arsch aufgekommen hast, dann hast du ihn ja wegen geholfen. Ja, genau. Es ist jetzt echt eine Mini-Kritik, weil trotzdem finde ich den Film sau gut und im Gesamtpaket stört er mich dann weniger. Aber das ist halt so einer von den Charaktere,
weiß ich nicht, hätte vielleicht mit einem anderen Schauspieler für mich einfach besser funktioniert. Okay. Wie schaut's bei dir aus? Also, ich hab's vorhin schon gesagt, ich mag die Charaktere total. Und ich möchte immer, dass es ihnen gut geht und dass ihnen nichts passiert. Ich finde, dass die so gut geschrieben sind, dass die so gut schauspielern, dass einem die Familie selber als Zuschauer total ans Herz wächst. Und das finde ich bei einem Film so toll, wenn das geschafft wird, dass man für so fiktive Charaktere so einen Softspot entwickelt, dass man sagt, ja, ich möchte, dass es euch gut geht. Ja, das habt's wieder gut gemacht. Das habt's geschafft. Nein, jetzt geht's euch schlecht. Und dass man da so mitfiebert, dass man da allgemein so involviert ist in einem Film, da kennt diese guten Schauspieler oder die Involviertheit des Zuschauers mit den Schauspielern einfach dazu. Und das finde ich in den 2 Filmen wirklich ganz stark, ganz stark. Oh, da möchte ich ja nur kurz dazu sagen, an alle, die jetzt den Podcast gerade hören und den Film noch nicht gesehen haben und sie vielleicht denken, ja, ihr habt bestimmt jetzt wieder sämtliche coolen Szenen verraten. Überhaupt nicht. Wir hatten gerade spontan, nachdem du das gesagt hast, 2, 3 Beispiele einfallen, wo ich auch wieder so ähnlich wie der Typ, den wir bei den Warlex im Kino beschrieben haben, da sitzt und da, was? Na, das ist ja wohl die Phase. Oh, scheiße. Am Ende von Malignant, oder? Ja. Den ich mittlerweile jetzt auch gesehen habe. Ja, und bis das so da ist. Ja, bis jetzt so der Top 10 Film für dieses Jahr. Bin begeistert. Ja, unbedingt. Aber wie schon gesagt, wir haben ja eigentlich zwar ein bisschen gespoilert, aber nicht so sehr, dass der Film nicht trotzdem extrem spannend ist und unterhaltsam. Also schaut sich das so. Die erste halbe, dreiviertel Stunde und wo es dann wirklich haarig wird, sage ich jetzt mal, wirklich spannend, da wisst ihr eigentlich jetzt gar nichts. Also wir haben jetzt nicht gespoilert, so richtig. Ja. Wir haben alles sauber umschrieben. Was jetzt ein wenig schwierig ist bei meinem, das, was mir nicht sogar gefallen hat, am Ende, wenn ihr es dann seht, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist mir alles zu gescriptet gewesen. Also quasi, die einer machen was dann den anderen wieder zugute kommt. Aber wenn die anderen 5 Minuten später dran sind, als die das gerade ausführen, am anderen Ende von Amerika, oder die einen auf der Insel und die anderen in dem Bunker, wo ich sage, weißt du, wenn es 5 Minuten Zeitunterschied dazwischen ist, sind es alle hin. Und das sind so geskriptete Sachen, wo mich immer nerven. Aber das ist jetzt wirklich nörgeln auf hohem Niveau, wo ich sage, ja, das haben wir jetzt wieder klar, dass das auch so laufen muss. Wenn ihr es seht, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist jetzt blöd zum Beschreiben. Aber du weißt, was ich meine, oder, Corby? Ich weiß, was du meinst. Du hast es aber auch gesagt, es ist dem Film zu verzeihen. Ja, also das ist ja sowas, da sitzt dann da mit einem Augenzwinkern und sagst dann, du darfst das schon machen. Ja, mach. Du hast mir jetzt 1,5 Stunden sogar unterhalten, jetzt los ich dir das durchgehen. Genau. Triple Threat, wie schaut's denn aus? So meine, schaut's nicht so gut aus, gell? Gibt's Trompeten? Trompeten habe ich keine gesehen, nein. Nicht eine. Totes Tier? Totes Tier, ich muss jetzt gerade überlegen. Also ich glaube, ich habe kein einziges totes Tier gesehen. Überhaupt nicht. Gar nicht. Außer tote Aliens vielleicht, aber die sind nicht. Nein, das sind keine Tiere. Und Möppis? Möppis oder Tittchen? Nein, leider Tittchen, auch nicht. Nix Tittchen. Nein. Also da hörst jetzt fast mal nicht, der kann nix, gell? Sapperlot. Nein, schaut's euch trotzdem an, er macht riesen Spaß und wenn ihr mal wieder so richtig Nägel kauen wollt, dann haut euch die 2 Filme rein. Quiet Place 1 und 2. Da hat's auf alle Fälle gut dabei. Genau. Und lasst euch bloß nicht irritieren, wenn ihr nur auf den Titel geht. Da geht's um richtig geile Horror, Alien, Action und eigentlich der Vergleich zu Aliens finde ich gar nicht so schlecht. Hast du gut gemacht. Schön, danke sehr. Freut mich. Habe ich doch noch so weit gebracht schon. Ja. Was müssen denn unsere Zuhörer noch machen? Ja, ganz selbstverständlich, ihr müsst liken, ihr müsst kommentieren, ihr müsst uns schon mitteilen, war das jetzt gut, war das eher mal weniger gut, aber trotzdem so gut, dass man 5 Sterne vergibt. Und ansonsten weiterhin auf YouTube gehen, unseren Kanal abonnieren, ganz gespannt warten, was als nächstes für grandiose Videos kommen. Und beim nächsten Mal ist bestimmt dann auch wieder der Kani dabei, der uns den Quiet Place mit seinen lieblichen Stümpchen ordentlich versaut. Wahrscheinlich. Dann ist Schluss mit Quiet. Ja. Alles klar. Dann sage ich merci fürs Zuhören. Corby, merci, dass du Zeit gehabt hast und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.